TV. Heute mit einer Weihnachtsspezialfolge. Denn das Video wird ein bisschen länger sein als die anderen Videos. Weil ich habe einen Weihnachts-Special-Guest eingeladen. Und für alle Musikbegeisterten wird es am Anschluss an meinen Special Guest noch 2 bekannte Weihnachtslieder geben, wo ich mitsingen, mittanzen oder es einfach nur im Stillen geniessen. Und ich hoffe, am Anschluss an das Video wisst ihr auch, warum wir Weihnachten feiern. Spoiler, es ist nicht wegen der Geschenke. Und auch nicht, wenn man vielleicht wieder mal als ganze Familie zusammenkommt. Weihnachten ist viel mehr. Aber jetzt will ich gar nicht mehr länger reden, sondern ich sage nur noch, für Gross und Klein, der Kasperli. Tralala, der Kasperli ist wieder da, der Kasperli ist da. Hallo Kinder! Sind ihr alle da? Ja! Das finde ich super! Prima, Missima! Das wäre nämlich schön blöd, wenn ich da wäre und ihr nicht. Oder ihr wärt da und ich nicht. Aber zum Glück sind wir ja alle da. Und ihr seid sicher da, weil ihr wollt ein kurzes Kasperli-Stück hören. Stimmt das? Sind ihr da? Das tönt doch super. Und ich und mein Holzhäcksler-Kollege freuen uns nämlich auch schon mega, euch das neue Kasperli-Stück zu erzählen, das passend ist zu Weihnachten. Es heisst nämlich der Weihnachtsräuber. Und drum macht jetzt eure Ohren zu und die Mühlspitzen. Nein, umgekehrt natürlich. Ohrenspitze und die Mühle zu. Weil dieses Kasperli-Stück fängt nämlich schon fast an. Zuerst stelle ich euch natürlich noch kurz vor, wer denn alles in dem Stück mitmacht. Zuerst einmal der Esel voraus, nämlich ich, der Kasper. Und dann macht auch noch das Lotti mit. Das ist eine Freundin von mir, aber manchmal kann sie ganz schön gemein sein. Dann ist natürlich auch das Grosseli dabei. Sie ist jetzt noch im Haus und tut schön für den Weihnachtsabend vorbereiten. Und dann macht auch noch der Räuber Honiggut mit. Das ist ein richtiger Räuber. Und der ist gefährlich. Aber jetzt tue ich nicht mehr lange liefern, sondern ich tue lieber liefern. Sonst sagen wir dann noch, der Kasper sei ein richtiger Schnurri. Ich muss nämlich noch posten für mein Grosseli. Ich muss nur schnell den Korb holen. Moment. So. Da ist der Korb, ja. So. Ich komme dann später wieder. Jetzt gehe ich zuerst mal für mein Grosseli posten. Bis später. Ach, du fängst jetzt an. Also, pssst. Oh nein. Ich bin der Räuber Honiggut. Ist gerade irgendjemand da? Ihr Kinder, wehe, ihr verratet mich. Dann wird es euch teuer zu stehen kommen. Verratet mich bloß nicht. Ich werde jetzt nämlich die Weihnachtsdekoration vom Dorfplatz klauen. Und dann gehe ich noch überall zu euch heim und klaue alle Geschenke. Niemand soll heute schöne Weihnachten haben. Nein. Ganz. Niemand sieht es. Langsam. Ah! Da ist irgendjemand. Oh Mist, ich verstecke mich lieber. Nein. Und wehe, verratet mich. Schnell, da hinten. Hinter dem Haus kann ich mich gut verstecken. Heute Abend ist endlich Weihnachten. Ich freue mich schon so mega drauf. Und das Dorf ist ja auch schon seit langem so schön geschmückt für Weihnachten. Und heute Abend ist endlich so weit. Ich freue mich. Tralala, tralala, ich komme gerade vom Posten.
bringen. Und... Oh, hi Lotti. Hi Kasperli. Was machst denn du da auf dem Dorfplatz? Jedenfalls nicht posten. Ich freue mich auf heute Abend. Auf meine wunderschönen Geschenke. Du kommst Geschenke über? Ja sicher. Ganz sicher mehr als du. Und nicht nur so gestrickte Wollsocken. Sondern richtig coole, teure Geschenke. Was hast du gegen gestrickte Wollsocken? Ich habe dafür, wenn es kalt ist, immer schön warm. Ja, aber du kannst mit denen nicht spielen. Und ich komme das neueste Game über. Und einen neuen Bildschirm. Und noch viel mehr. Und du halt nicht. Du weißt aber schon, dass das grösste Geschenk an Weihnachten alle können bekommen. Nein, nur ich. Nein, das grösste Geschenk. Darum, warum wir Weihnachten feiern. Weihnachten feiern wir, weil ich Geschenke bekomme. Nein, Weihnachten ist, weil Gott uns Menschen so sehr liebt, hat er an Weihnachten seinen Sohn, Jesus, auf die Erde geschickt. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern frei wird von aller Schuld, von allen Fehlern, die wir machen. Und von denen gerettet wird. Ganz klar. Weihnachten feiern wir, weil ich Geschenke bekomme. Weihnachten ist eigentlich der Geburtstag von Jesus. Ganz klar. Nee. Ich feiere Weihnachten wegen meiner Geschenke. Aber so etwas sagen nur Kinder, die einfach nicht so coole Geschenke bekommen wie ich. Haha. Ach, das ist manchmal schon ein bisschen dumme Baben. Findet ihr nicht auch, Kinder? Ja. Aber ja, Jesus liebt auch sie. Also, ich gehe mal kurz ins Haus. Am Grosseli den Einkauf bringen. Bis später! Oh, endlich ist niemand mehr da. Die blöden Kinder. Kasperli und Slotti, die werden ganz schreckliche Weihnachten feiern. Und ihr Kinder auch. Weil ihr werdet kein Geschenk haben, weil ich werde sie klauen. Fangen wir mal mit der Weihnachtsdekoration an. Die hat Lotti doch so cool gefunden. Und darum klaue ich die jetzt. Wer verratet mich? Und wer sagt zum Kasperli? Wer? Dann muss ich auch zu euch heimkommen und euch Geschenke klauen. Kasperli kann mich nicht daran hindern, dass ich die Geschenke und Weihnachtsdekorationen klaue. Schön in den Sack verpacken. Und jetzt gehe ich in jedes Haus Geschenke klauen. Und wer verratet mich? Schreckliche Weihnacht überall. Ausser bei mir in der Höhle, denn dort wird ich Scham. Danke, Kasperli, dass du für mich bist gepostet. Aber jetzt schnell wieder raus. Sonst siehst du denn schon alles, was ich dekoriert habe, bevor heute Abend nach Weihnachten ist? Ganz klar, ich gehe noch ein bisschen raus, spielen und komme dann heute Abend wieder zurück. Das ist eine super Idee, Kasperli. Und weisst, ich finde es super, wie du auf Lotti reagiert hast. Sie kann zwar manchmal schon ein bisschen gemein sein, aber ich finde es gut, dass du nicht auch gemein bist zu ihr, sondern ihr einfach gesagt hast, dass es um Weihnachten um mehr als nur um Geschenke geht. Das war sehr gut von dir. Ja, viele Menschen wissen eben gar nicht mehr, dass wir an Weihnachten eigentlich den Geburtstag von unserem Herr, Jesus, Gottes Sohn, feiern. Weil er auf die Erde gekommen ist, zu uns zu retten. Das stimmt, Lotti hat das glaube ich wirklich vergessen. Warum hast du das super gemacht, Kasperli? Danke, Groseli. Warte mal. Da fehlt das Weihnachtsdeko. Wo ist die Weihnachtsdeko gekommen? Ja, stimmt. Jetzt sehe ich es auch. Oh, ist da ein Räuber rum? Keine Ahnung. Kinder, wisst ihr
Große hat sich schon versteckt. Wirklich? Der Räuber? Wie so der Räuber ausgesehen hat? Das tönt doch ein Tunnel. Das ist ein böser Räuber. Und der hat Weihnachtsdeko geklaut. Hat er gesagt, was er sonst noch mitmachen? Was? Das auch noch? Das geht ja gar nicht. Der Räuber, der muss sich fangen. Oh, Kasperli! Gang nicht! Ich habe es gehört, das Fenster. Der Räuber Tunichgut ist ganz ein Böse. Und der macht dir etwas. Keine Angst, Groseli. Der Räuber, der macht mir nichts. Der hat eher Angst vor mir. Oder zumindest sollte er Angst haben, wenn ich komme. Aber Kasperli, du musst da bleiben. Es ist doch Weihnachten und ich will den Abend mit dir zusammen erleben. Das wirst du. Geh du jetzt nur fertig Weihnachtsvorbereitungen machen. Und ich fange in dieser Zeit den Räuber. Aber pass bitte auf dich auf, Kasperli. Und bis die Zeitung wieder um. Natürlich, ich bringe die Zeitung um. Kasperli, stellst jetzt nicht so blöd. Du musst wirklich aufpassen. Natürlich, Groseli, ich passe auf. Also, geh jetzt so wieder rein und überlade den Rest mir. Also gut. Pass auf dich auf. Also, ich habe also gesagt, der Räuber Tunichgut hat Sachen geklaut. Wo ist er recht an? Wisst ihr recht, wo er an ist? Oh, ich habe Spuren gesehen. Die führen Richtung Wald. Ich glaube, der ist sicher zu seiner Räuberhöhle. Es ist nämlich bekannt, dass der Räuber Tunichgut im Wald seine Räuberhöhle hat. Und dort gehe ich jetzt auch an. Mal schauen, ob ich sie finde. Aber wenn ihr den Räuber gesehen Kinder, dann sagt es unbedingt und ruft mir. Zusammen finden wir den Räuber ganz sicher noch viel schneller. Da ist die Spur. Ist der Räuber? Aha. Nicht. Da geht's durch. Da sind eindeutig Spuren im Schnee. Die könnten vom Räuber stammen. Der Räuber ist tot. Der muss das ganze Dorf sein und hat alle Weihnachtsdekorationen zusammengeräumt. So schlimm. Und vielleicht hat er sogar noch mehr geräubert. Das ist mega gemein. Wenn ihr ihn seht, sagt es unbedingt. Ich kann nur seiner Spur folgen. Wenn ihr den Räuber seht, ruft mal. Unbedingt. Kasperli, Kasperli. Oh nein, jetzt hat die mir gerade noch gefehlt. Slotti. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss dem Räuber folgen. Der hat die ganze Weihnachtsdekoration vom Dorf geklaut und vielleicht sogar noch mehr. Oh, ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Ich will dich nicht lange aufhalten. Ich will mich nur noch entschuldigen für mein Benehmen vorher. Du willst dich entschuldigen? Ja, das, was du gesagt hast, warum wir Weihnachten feiern. Weil das die Geburt ist von Gottes Sohn, von Jesus, der gekommen ist, um uns retten. Ja, das hat mich nachdenklich gemacht. Ist denn der Jesus auch für mich gekommen? Ja, sicher. Für dich, für mich, für alle Kinder, für alle die Menschen, die hier zulassen. Für alle Menschen. Wow, Jesus ist ja voll cool. Das ist wunderschön. Weisst, eigentlich bin ich nur so angeberisch mit den Geschenken. Zum einen sagen, wie coole Weihnachten ich habe, aber eigentlich feiere ich ganz traurige Weihnachten. Meine Eltern haben nie Zeit. Und ich tue immer ganz allein im Zimmer sitzen am Weihnachtsabend und packe alle Geschenke aus, die meine Eltern mir schenken. Die schenken mir mega viel, aber sie sind nie um. Oh, das tut mir leid. Dann verstehe ich das. Aber weißt du was? Komm doch heute Abend zum Grosseli und zu mir. Dann kannst du mit uns zusammen Weihnachten feiern. Dann bist du nicht so allein. Wirklich? Und höre ich dann auch noch mehr von dem Jesus? Ganz sicher, wenn du willst. Danke vielmals. Aber jetzt möchte ich dich nicht mehr länger auf der Spurensuche stören. Viel Glück und hoffentlich
Räuber. Und pass auf dich auf. Bis in die Abend. Tschüss! Und wir machen uns schleunigst wieder auf die Spurensuche. Und rufen mich, wenn ihr den Räuber seht. Vielleicht seht ihr ihn ja vor mir. Wo ist er? Oh, Rock! Oh, Rock! Oh, Rock! Alle Geschenke vom Dorf sind in den Säckchen. Ich würde super schöne Weihnachten haben und ihr gar keine schöne. Das ist ein ganz schön schwerer Sack. Und sind still! Wer verratet mich doch nicht! Schnell weiter! Da da tralala, da tralala, ich bin immer auf Räubersuche, aber leider habe ich ihn noch nicht gefunden. Was? Ihr habt den Räuber gesehen? Er ist gerade durchgekommen. Mist, der bin ich ja gar nicht zu langsam. Wo ist er durch? Da durch? Okay, schnell! Dann bin ich wieder näher auf der Spur. Super, Kinder, wenn ich einen hätte. Den Räuber fangen wir. Und schnell weiter! Ah, so. Endlich. Alle Geschenke in der Höhle, alles schön dekoriert. Jetzt werde ich endlich das erste Mal schöne Weihnachten feiern. Und heute Abend packe ich alle Geschenke aus, die eigentlich die Kinder im Dorf wieder bekommen. Die haben jetzt schreckliche Weihnachten und ich habe wunderschöne Weihnachten. So. Ach Mist, das Fass ist leer. Kein Schnupftabak mehr drin. Aber jetzt gehe ich mir zuerst mal ein Weihnachtsdeko machen. Den habe ich nämlich auch geräubert. Der schmeckt so gut. Und jetzt, heute Abend wird es eine schöne Bescherung geben für mich. Ja. Da geht's durch. Ist es echt noch weit? Da hat es ja ein Fass. Du bist gerade da. Leer. Ein Fass mit dem Wald. Das kann nur eins bedeuten. Wir sind näher beim Räuber. Ja. Eine Höhle. Kinder, die hat mich super geführt. Ja. Da ist sicher der Räuber drin. Mal hören. Schreckliche Weihnacht überall. Und du bei jeder Höhle deine weihnachtliche Scham. Das ist fein. Das klingt wirklich nach einem Räubertun nicht gut. Aber ich habe auch schon einen Plan, wie wir den bodigen können. In dem Fass, da hat ein Räuber locker drin Platz. Jetzt verstecke ich mich, hol mir einen Stecker und wenn er vorkommt, gebe ich ihm ein paar Knebelküsschen, bis er auf den Boden fällt und ich kann ins Fass hineinschmeißen. Dann ist er endgültig bodigen. Aber verratet mich nicht, gell Kinder? Sind ganz still, dass ihr nicht merkt, dass ich da bin. Psst. Ja, wir sind ganz still. Der Tee war richtig gut. Jetzt fehlt nur noch mein Stubtabak. Das Fass ist nicht davor zugemacht. Wo ist das jetzt offen? Habt ihr das jemand gemacht, Kinder? Oder ist jemand rum? Hallo? Ist da jemand? Nein, niemand. Was heisst niemand? Da ist doch jemand. Ich komme sofort führen. Wieso? Da ist niemand? Komm führen, zeig dich. Wo bist du? Hinter der Höhle? Im Fass? Wo bist du? Dann willst du wissen, da bin ich. Peng! Ah! Was, du bist ein Kasperli? Lass mich! Peng! Peng! Ah, nein! Peng! Peng! Oh, oh, oh! Das ist ja leichter, als ich gedacht habe. Und jetzt wieder ins Fass mit dem Räuber. Und der Deckel drauf. So, und da
im Dorf wieder wunderschöne Weihnachten feiern? Mal schauen, wo Geschenke sind. Da hat es einen grossen Sack. Das muss er sein. Bitte, lass mich raus! Ich soll dich rauslassen. Du, wo alle wollen die Weihnachten zerstören. Dass alle schreckliche Weihnachten haben, ausser du. Und warum soll ich dich jetzt rauslassen? Ganz sicher nicht. Aber ich kann doch nur einmal eine schöne Weihnachten feiern. Bitte lass mich raus, Kasperli. Nein. Du bleibst drin. Jetzt hast halt du schreckliche Weihnachten und nicht mir. Genau. Aber ich habe doch so viel schreckliche Weihnachten. Ich bin immer ganz allein in der Höhle an Weihnachten und kein einziges Tänzchen rüber. Bitte, dann kann ich nur einmal anders hören. Was? An jeder Weihnachten bist du immer einsam gewesen? Ja, das verstehe ich, dass du dann traurig bist und mal andere Weihnachten feiern. Aber für das habe ich eine gute Nachricht. Weihnachten ist, weil Gottes Sohn Jesus auf die Welt gekommen ist. Und er ist gekommen, um uns Menschen zu retten, weil er uns so fest liebt. Für alle seine Fehler. Was? Von dem Jesus habe ich noch nie gehört. Ist das denn auch von mir Fehler gekommen? Rettet er an mich? Ja, er liebt auch dich. Auch wenn du ein böser Räuber bist. Aber es ist wichtig, dass du jetzt nicht mehr so räuberisch wie bis jetzt. Versprichst, wenn ich dich rauslasse, dass du alles zurückbringst und nicht mehr räubern. Wenn ich eine schöne Weihnachten habe, und mir gefällt, ich will doch mehr von dem Jesus erfahren. Also gut, versprichst. Ich versprich. Also gut. Komm raus. Oh, das ist mir gerade abgenehm seit dem Festlein. Oh. Aber du darfst es wirklich nicht mehr machen. Nein, bitte, nur noch schlagen. Ich bringe alles zurück. Aber ich weiß nicht, ob ich das bis heute Abend schaffe. Also gut. Ich hätte sogar noch eine bessere Idee. Am ersten Weihnachten, wo Jesus auf die Welt kam, ist es nicht in einer warmen Stube, sondern in einer kalten Nacht in einem Stall. Und jetzt ist es auch nicht gerade warm. Und die Höhle ist wie der Stall. Wieso laden wir aus dem Dorf nicht alle ein zu dir in die Höhle und feiern dort zusammen Weihnachten? Und hören die Weihnachtsgeschichte, was wirklich an Weihnachten passiert ist. Wow! Ja, das ist doch eine gute Idee. Dann kann ich das auch erfahren. Und ich kann endlich schöne Weihnachten feiern. Und alle Geschenke, die ich geräubert habe, kommen auch die Kinder wieder zurück über. Ganz genau, so habe ich das auch gedacht. Danke, Kasperli. Geh durchs Dorf und lade gerade alle ein. Ich tue alle Geschenke aus der Höhle schön parat machen. Ja, mach das. Es ist ja so schön, wie er sich freut, dass er jetzt nicht allein muss Weihnachten feiern. Und er hat ja schon recht. An Weihnachten sollte niemand einsam und allein sein. Weil Jesus ist schließlich für alle Menschen auf die Erde gekommen. Und er wird auch niemand ablehnen, der zu ihm kommen. Denn er liebt uns Menschen bedingungslos, obwohl wir alle alles andere als perfekt sind. Manchmal sind wir gar nicht besser als der Räuber und machen auch Fehler. Und darum sollten wir erst recht niemand ablehnen, der Hilfe braucht. Genauso wie es auch Jesus nie wird tun. Aber nur weil an Weihnachten Jesus Geburtstag hat, heisst es nicht, dass wir uns nicht auch dürfen über Geschenke freuen. Denn Jesus freut sich, wenn wir uns in Liebe begegnen und uns beschenken. Aber wir sollten nie vergessen, dass es eigentlich der Geburtstag ist von Jesus. Weil er auf die Erde gekommen ist, um uns zu retten.
Jesus, Gottes Sohn. Wow. Aber jetzt sollte ich glaube nicht mehr länger reden und schnell ins Dorf gehen. Meinem Groseli, am Lotti und allen anderen im Dorf sagen, dass wir heute hier in der Höhle Weihnachten feiern. Zum richtig mitfühlen, wie es dort mal echt könnte gewesen sein, wo das Jesuskind im Stall in einer kalten Nacht auf die Welt gekommen ist. Und darum tue ich mich jetzt auch beeilen. Tschüss Kinder! Ich wünsche euch ganz schöne Festzeit und fröhliche Weihnachten! Tra, tra, tralala, tra, tra, tralala, Pferde, Schutz und Haselnuss, für Hütti, Schuss und Nussbibus. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Where shepherds kept their watching over silent floods by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth ranged out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, our humble Christ was born, and God sent us salvation, that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born.